Jetzt zum Mittag sind alle eingeladen. Willkommen in Dresden. Die Woche fängt wieder mal so richtig tierisch an. One thing's for certain, and that's that nothing's for certain. You never know what's around the bend. In whatever you're dealing, just accept what you're feeling. There's no point in believing it will never end. Es hat Salat, es hat Hummus, ein bisschen Käse. Was hast du denn wollen? Hä? Sollen wir ein Sandwich machen? Ist das, was du willst? Du bist eine, gell? Du bist eine, aber deine Kutsche, du und deine Kutsche, gell? Den haben wir da parat für dich bald. Ja. Was willst du? Hummus? Oder ein bisschen Tomaten? Preis, was willst du? Hummus? Du bist sicher eine Hummusliebhaberin, gell? Gell, Preiseli? Jo, girl, wir zwei haben uns gern. Changing, constantly changing in every situation. Bis nach haben wir jetzt ein ganz neues Gespiele. Alle, Axel, Foxy, Fena und einfach alle Hunde sind alle am Warten, bis etwas runterfällt. Foxy nimmt es direkt aus der Hand und aber das Schöne ist, der Axel stellt sich nicht mehr ab den Hund. Genau. Und da hinten, seht ihr, hat es neue Beine, die ihr noch nicht kennt. Und das neue Hund, das ist Dreier. Dreier fragt jetzt nicht, ob sie in YouTube will oder nicht. Der Axel, schau mal, der Axel ist wirklich hundefreundlich geworden. Well, the only thing that remains the same. Theresa, Theresa hat eine neue Rolle. Sie ist Abonnentin Nummer 300. Ja, salut zusammen. Bei mir ist Montag am Morgen. Ich bin da gerade am Wasser auffüllen von den Tieren. Es wird ein sehr heißer Tag. Wenn wir 3-mal täglich Wasser auffüllen, also morgen, Mittag und am Abend noch einmal. Und jetzt habe ich das immer mit der Theresa gemacht. Jetzt haben wir ja noch Christiane, die da ist. Jetzt machen wir das heute mal zu dritten. Dann sind wir natürlich ruckzuck. Like a change in the season. Change is there for a reason. Can't stop ourselves from moving around the sun. Ja, was wir heute jetzt auch noch machen, ist noch den Geissenstall wieder mal rausmisten. Sie bringen alles daher in den Kübel. Die anderen 2 Ladies füllen mir den Kübel. Und dann haben wir schon frischen Stroh parat, um den wieder rein zu tun. There's no point in complaining. So, da sehen wir unser Winterroggenfeld, das langsam zu Ende geht. Das heisst, ich tue jetzt alle Köpfchen abschneiden, die sammeln in einem Stoffbeutel. Das gibt dann Saatgut für nächstes Jahr. Und nachher tun wir noch die ganzen Stängel kurz vor dem Boden abschneiden. Die können wir dann für Geissen und Esel auf die Seite tun. Genau, das ist der Plan. Und mit dem fange ich jetzt an. If it's stormy and rainy, just go and get an umbrella. So, also die Esel sind auch neugierig, was wir hier machen. Friss ist noch ein bisschen ab, dann haben wir weniger Arbeit. Play in the rain with someone. So, also, einen Teil haben wir schon richtig gut weg vom Feld. Alle Köpfchen abgeschnitten. Da hinter mir. Oh, warte, sieht man es ja. So. Gut. Und jetzt fange ich da an, mal mit den Sensen. Zuerst mal die Tistel ein bisschen weghauen, die auf die Seite tun. Und nachher mit den Sensen mal ab. Und nachher können wir es dann schön in Büschel und Bündel machen, die wir dann versorgen können. It's changing. Every moment changing.
nothing you can do. Schau mal. Ich bin jetzt hier gerade in einem Tanzstudio. Darum die grossen Spiegel an der Wand. Und bin gerade etwas Neues am Kreieren. Mit dem Sam. Für den Sam, mit dem Sam bin ich da etwas Neues kreieren. Mit mega spannend. Also, ich habe da jemanden kennengelernt. Schau, sie dort hinten. Sie, die immer näher kommt und näher kommt. Das ist Sarah. Und mit der Sarah bin ich was Neues am Kreieren. Aber mehr verrate ich noch nicht. So, also während Therese und ich dann am Tischchen wegschneiden sind, ist Christiane da schon mit dem Fenster dran. Da tun wir nachher alles in einen grossen Sack hineinpacken und den Stall versorgen. And no matter who you are, you just got to be cool and change. So, Breeze, du Feine, gehst du aufputzen? Hä? Also wir haben hier mal das ganze Feld gemacht. Ein bisschen etwas lassen wir drauf, dass der Boden nicht ganz trocken ist. Und da haben wir einen ganzen Sack voll. Also von dem her, ich würde sagen, können wir zufrieden sein. Wenn wir am Mittagspause machen. Change is there, make the most of it. Nachdem wir heute Morgen Tier gemacht haben, Geissenstall ausgemischt haben und was haben wir noch gemacht? Ah ja genau, Roggen geschnitten und das Roggenfeld gemacht. Gehen wir jetzt heute Nachmittag auf eine kleine Tour und gehen schauen, was man so rum hat an Kräutern. Und dann machen wir noch, die Jungs wünschen sich noch Sirup, machen wir noch Sirup und sicher noch verschiedene Salz und so. Ja, mal schauen, ein paar Sachen für Tee, je nachdem was unsere Ausbeute so hergibt. Ja, da starten wir jetzt. Lindes, können wir Might mit? as well use it for your Gehen wir zusammen? benefit. Hä? If your food's gone bad, you better compost it. When there's no more planes, build a pirate ship and sail the seas. You can do as you please. Oh, but only if you know you got to improvise your way through change. Even if you keep very still, be guaranteed that nothing else will. No. Hi, nachdem wir mit der Sarah, wir haben so ein gutes Konzept für ein neues Programm, Sarah und ich. Ich sage euch, ihr dürft gespannt sein, das gibt etwas absolut Geniales. Aber mehr verrate ich ja jetzt nicht. Wondering what to do. If you don't make change, it'll happen Bonnie, to bist du im you. Bett, Bonnie? We got small change and big change and loose change. Slow change and fast change and a wind change. We got sea change and tree change and climate change. You change and me change and a key change. Guten Morgen, Breeze. Bist du noch am Schläfeln? Bist du noch müde? Hallo zusammen, es ist Dienstagmorgen. Jetzt wird es wieder heiß. Schau mal, jetzt schon blau. Und darum bin ich schon früh auf, um mit der frischen Köhle möglichst viel zu machen. Ja, ein neuer Tag. Change is all the rage. Turn the page away. Marian, du hast gefragt, wie es den Bäumen so geht. Die einen besser als die anderen. Und hier im Food Forest 1 sieht man, ist es ziemlich trocken. Auf der Terrasse noch oben ist es feucht, da bin ich am Arbeiten, habe ich ja schon das Wasser. Und dort geht es den Bäumen so richtig gut. Aber jetzt zum Beispiel hier im Food Forest, wo es den Bäumen nicht so gut geht an den Sträuchern, weil es eben schon fast zu trocken ist, machen wir jetzt heute ein Programm. Und zwar räumen wir da rundum auf, machen mit Holz und Steckchen ein Nest. Tun es dann nachher mit Kompost drüber biegen. Und dann zuletzt, wie ja Claudia und die Mädels den Roggen geerntet haben, den wir mit dem Stroh dann machen. Also jetzt da rundum habe ich eben so ein Vogelnest aus Steckchen gemacht. Möglichst klein gebrochen und so trockene Stecken. Wie die wirken dann wie ein Schwamm.
Und jetzt tue ich da oben drauf und zwischen den Stecken Kompost. Genau wie das düngert, und der Kompost ist ja auch wie ein Schwamm, der saugt, weil da hat es ja auch viel Holz und viel, das ist wie Waldboden, das ist Waldbodenkompost. Genau, und da tue ich so einen grosszügigen Ring rundherum machen, wo alles Feuchtigkeit enthaltet und speichert, wenn es regnet. Heute Abend zum Beispiel soll es hageln und morgen soll es regnen am Morgen. Also ja, das sollte dann darum auch heute noch das machen. Genau. Und jetzt habe ich da den Holzring, Kompost oben drauf, und da tue ich da das trockene Gras mit dem trockenen Gras rundherum mulchen. Genau. Und dann gibt es einen Donut-Ring rundherum mit dem ganzen, genau. Und das ist dann gemulcht, und wenn es regnet, setzt da der Wasser erstens mal richtig um den Baum herum, dass es wie ein kleiner Teich kann geben, falls genug Regen kommt, und der Rest. Das ist alles Futter für die Pflanzen und Feuchtigkeitsspeicherung für das Wasser, damit vielleicht der Baum doch noch überlebt. Weil wie ihr seht, der leidet richtig unter die Wärme. Es ist nämlich richtig trocken. Nicht alle leiden gleich fest, aber sie sind ziemlich am Leiden. Und die Hoffnung ist, dass wir es noch retten rechtzeitig. Dass sie doch noch überleben. Es geht nicht allen gleich schlecht, aber es geht nicht allen gut. Übrigens muss ich ehrlich gestehen, die Idee für diese Aufgabe kommt natürlich wieder mal von Marc. Der Marc, der große Inspirator von Paul Dieschi der Erste. From this strange age of deranged. Time to engage with rearranging our brains from insane to sane. Step out of your cage, worrying about your wave. Kann ich das noch? Von letztes Jahr. Man hat es fast nicht mehr gefunden. Jetzt alles müssen ausreißen. Und ja, also das Wasser ist da, ganz klar. Aber man sieht sonst nichts, was läuft. Alles dicht. To the Asian Stock Exchange, just drain the main vein of the Colin, schau jetzt hier, das sind deine Fässer, alles geladen. Und jetzt braucht es nur noch Seemannslieder zum Heimfahren. Die hat Arno, der Herr Roberto, hat die noch schön geputzt. Ey. Schau dir das mal an, das musst du unbedingt mit drin in dieses Video. Tschüss! Schau mal die zwei geile Fässer an, die der Sascha, also im Auto haben das ja schon gesehen. Schau mal, wie schön die sind. Und jetzt Nummer 3. Trage ich jetzt. Uiuiui. Leider musst du mir tanken. Aber schon auf meine Füße stehen. Oh, warte, es rutscht schon runter, Colin. Ja, aber eben darum musst du mir die Füße stehen. 1, 2, 3. Oh nein. Also nein, anders. Also wir müssen aufhören filmen. Claudia muss mir richtig helfen. Ja, danke Claudia fürs Helfen umlaufen. Es ist angebunden. Und jetzt müssen wir gehen, bevor, schau dort oben, bevor der Gewitter so richtig losgeht, ist das Ziel wieder die Heise mit einem Fass. Die anderen zwei nehmen wir es anders mal. pain. Take to the stage and become an agent of change. Währenddessen, dass ich eine Schnaufpause mache, möchte ich auch Werbung machen für den Sascha. Der Sascha kann euch beibringen, wie man Pfeilbogen baut. Also wenn ihr irgendwo in der Schweiz einen guten Pfeilbogenkurs braucht, der Sascha kommt vorbei und bringt es euch bei. Wenn ihr besondere Möbel wollt, also richtig schöne Möbel, handmade, selber kreiert, aus Recyclingholz und aus richtig gutem Holz, dann ist auch der Sascha der richtige Schreiner für euch. Ich bin am Sascha dankbar, darum mache ich jetzt Werbung. Colin, vielen Dank dir. Ich möchte kurz etwas erzählen, was ich mache, was ich anbiete. Und ich heiße Sascha Lauber und meine Firma heisst natural-ort.ch. Ich bin ein Kleinunternehmen, bin allein selbstständig, erwerbstätig, mache alles alleinig. Ich habe keine Angestellte. Seit 2015 bin ich so unterwegs und es läuft nicht so schlecht, bin sehr zufrieden.
Ich tue jetzt ganz kurz erzählen, was ich alles mache, was ich anbiete. Also es ist so, ich bin tätig im Innenausbau, mache Möbel, mache Innenausbau, Küchen, hauptsächlich einfach Montage, Demontage und kann auch Räumplanung übernehmen, wie Parkettboden und Wandverkleidungen, Küchen und Möbel und Einrichtungen und so. Machen uns selber sehr viel Möbel mit schönem alternativem Altholz und machen auch Möbel aus Massivholz. Sei es Truhen, Betten, Stiel, Bank, Wohnzimmerausstattung wie Sideboards und Tablar und Bücherregal, praktisch alles. Die Stärke liegt auch im Verarbeiten von Massivholz. Ich arbeite sehr viel mit regionalen Produkten. Ich probiere hier in der Region das Holz da zu holen, was wächst. Respektive habe sogar sehr viel Zugang zu Nussbäumen, zu Lärch und immer wieder schönem Fichtenholz. Alles hier aus der Region. Ich tue das alles selber verarbeiten und mache auch hier kleine Möbel draus, Stiel, alles was im Schreinerischen möglich ist und was der Kunde sich wünscht. Meine größte Leidenschaft ist im Sommer, gehe ich auf den Mittelaltermarkt und da tue ich Bogen bauen, den Leuten Bogenbauen zeigen und mache hier Werbung für meine Handwerkerkurse im Bereich traditionellen mitteleuropäischen Langbogenbau. So ein Kurs geht 3 Tage und das kann sich jeder an einem Festival oder an einem Markt anschauen, wenn ich das mache. Da tue ich das auch im Detail genauer zeigen. Ich bin in der Freizeit auch immer wieder dran am Bogenbauen, am Experimentieren. Da auch ab und zu mal Bogenschiessen, Bogenschiessen anbieten an Veranstaltungen. Aber schon mehr so an Mittelalter und dementsprechend passende Veranstaltungen. Nachher habe ich auch eine grosse Philosophie. Ich achte sehr auf die Umwelt. Mache Rückbauten von Baustellen, das ist Altholz. Ich habe schon Apparate und Küchen zurückgebaut und bei mir ins Lager gestellt, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal jemand braucht. Und das ist sehr oft getroffen. Und das ist auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, mit explodierenden Materialpreisen und Lieferschwierigkeiten. Wir können uns nicht vorstellen, was alles aus Osteuropa und alles zusammen aus Asien kommt. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man jetzt unbedingt darauf schaut, regionale Handwerker zu unterstützen, auch regionalen Handel unterstützen und Sachen, Material und Güter von da nimmt, wo man sie am nächsten verkommt. Das ist halt auch immer wieder eine Preisfrage und das ist auch das, was exponentiell bei mir ein grosser Faktor ist, welche Preiskategorie gefragt ist, dass das so zum Einsatz kommen kann. Und darauf will ich auch alle sensibilisieren. Was natürlich auch Aufwand ist der ganze Rückbau. Er fordert sehr viel Zeit und Investition und Lagerbedarf, aber schlussendlich zahlt sich das garantiert aus. Man kann so viel retten, man kann so viel aufbereiten, vor allem im Altholz, was alles rückgebaut wird, bei alten Ställen, bei alten Innenausbauten. Das geht über Dächer, Verkleidungen, historische Wand, historische Böden und sogar ganze historische Gebäude kann man überall recyceln und zum Beispiel als Bettrahmen verwenden. Ja, das mit der Umwelt und mit der Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Das will ich in Zukunft noch mehr ausbauen. Vielleicht, dass ich da sogar mit Leuten zusammenarbeiten will, aber nicht jetzt in meiner Firma, sondern extern, die so Materialien beschaffen können oder die Hinweise geben, wo dass es etwas gibt. So muss man wenigstens wenig neu kaufen. Das ist ganz wichtig und ja, somit habe ich jetzt eigentlich erzählt, was ich erzählen wollte, was ich so mache. Und ich hoffe, ich habe bei vielen das Interesse geweckt, da vielleicht einmal einen Blick auf meine Homepage zu machen und sich das genauer anzuschauen. Weil da habe ich es noch im Detail genauer beschrieben, sogar mit Fotos und Erklärungen. Also, meine Homepage ist www.natural-art.ch. Vielen Dank, alle zusammen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Dankeschön.
Also, zum ersten Mal, seit wir da sind. Und recht grosse Bündel. Geldweg. Meinst du dazu? If you think bigger is better. Mein Hypercase ist auch ein super Lagerraum. Auch wenn es nicht fliegen kann im Moment, ist es ein super Lagerraum. Ich habe jetzt zum Beispiel eben da Gasflaschen drin gelagert, die leeren. Und da trage ich jetzt ein paar von denen runter ins Tal, weil die gehe ich eintauschen gegen Geld. Aber ich kann auch sagen, wie lässig mein Hypercase ist. Wetterdicht und verewigt ein Lagerraum, der einfach da stehen kann. Haha, bereit. Then you might wanna Was ich think aber am again. meisten Freude habe heute Morgen, nachdem es geregnet hat die ganze Nacht und heute Nacht nochmal regnet, ist, dass wir da die Donuts, die Wasserdonuts gemacht haben für die Bäume. Da wird es jetzt viel länger feucht bleiben. So gut, bei allen Bäumen. Food Forest Eis und auf der Salatterrasse haben wir das gemacht. Herrlich, sehr, sehr schön. 'Cause if less is more, you can't ignore that small. Jetzt habe ich noch gets 10 out of 10. Hühnerschachteln eingepackt, also eine Transportschachtel für die Hühner. Hier unten sind Gasflaschen parat. Ja, jetzt brechen wir dann mal auf, Christiane und ich. Wir gehen 5 Hühner holen, 5 Gasflaschen retour bringen und eine neue Gasflasche mit aufbringen. So, das ist der Plan vom heutigen Morgen. Christiane holt jetzt das Auto. Ich mag es nicht tragen, aber ich sage euch eins. Wenn man will und wenn man muss, vor allem wenn man will, schafft man alles. Man muss nur an sich glauben. Und das sage ich doch immer wieder. Glaubt euch, sind doch eure eigenen Helden. Did you know the world around Ihr könnt us viel mehr, als du dir zutraust. Viel mehr. is much more than one So, big Mittwoch am Morgen. Und ich mache mal mit dem Thilo und mit dem Björn den Hühnerstall weiter. Der Thilo holt schnell die Motorsäge, damit wir noch ein kleines Stück absagen können. Und nachher geht der Björn Baumstämme machen und wir dann da mal weiter zusammenschrauben. Und dann sehen wir mal weiter. Aber was wir sicher noch machen, sind Zäune noch von unten holen, weil ohne Zäune können wir dann nicht fertig machen. It's a lot of little things joined up together that make me wanna sing. Appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Appreciate the small. Alles guckeln. Und die kommen alle miteinander aus, weil sie einfach keine Hühner haben, um darüber zu streiten. Also sind es alles Kollegen. Ha, es geht also doch. Things, the small things. So, also da habe ich jetzt schon mal mit dem Thilo ein Stückchen angesetzt, um noch den Zaun fertig zu machen. Das sind jetzt einfach 2 verschiedene, aber es hebt. Da haben wir schon den einen Balken drauf gesetzt und der andere. Und jetzt warten wir da für die Hinterseite zum Zumachen. Neben dem Türli warten wir jetzt noch auf 2 Balken, wo der Björn am Schneiden ist. Und sobald er die hat, machen wir dann das fertig. Und dann müssen wir noch überall Draht, also Zaun rundherum tun. Und dann, steht's. Es ist mega lustig, natürlich auch die Esel, vor allem Breeze, ist extrem neugierig. Kommt die ganze Zeit schauen, was wir da am machen sind. Also man muss immer noch schauen, sie hat momentan die Angewohnheit, dass sie einem so ein bisschen zwickt auf das Mal. Und dann muss man ihr immer eins aufs Maul zurückzwicken. Aber wenn du so Zeug am Heben bist und am Tun und Machen, geht es nicht immer so einfach. Aber jetzt sind die 3 gerade unterwegs, sind gerade an der Bar gewesen. Ich glaube, sie sind neugierig, was da vorne geht. Gell, Monsun? Bald kriegst du einen schönen Wagen und ein Tragegestell, weisst du, und darfst auch mitschaffen. Appreciate them all. Ja, und die einen Hühner freuen sich schon da rumzuscharren im Eselstall. Well, it's not the size that matters. Does matter have a size at all? It gets less and less till nothing's left, like a set of stacking dolls. From all the tiny little critters to all the good deeds you have done, they add up to something bigger, and then you get the whole in one. So, da haben wir schon den ersten Greaser auf.
können wir den nachher montieren. Sehen Sie, unsere neuen Hühner sind auch gekommen. Bleiben jetzt erstmal einen Moment im Stall drinnen. Dann haben sie Futter, haben gerade Hunger. Dann haben sie noch Wasser. Ja, willkommen. Kommen Sie erst mal an, ihr Hübschen. Heute Nachmittag hat die ganze Sache wieder eine ganz neue Wende bekommen. Spannend. Heute Nachmittag, oder ich habe einerseits ein bisschen Schmerzen und bin müde, ist aber keine Ausrede. Ich bin hässig geworden heute Nachmittag. Ich bin getriggert worden und ich habe darauf reagiert. Weil der Björn hat heute in seiner besserwisserischen Art angefangen, meinen Stall, also die Brauerei, anfangen. Die einzige Wand, wo die Brauerei, die einzige Holzwand, die noch ganz ist und auch die Decke stützt und unser Stroh und unser Heu schützt vor Regen und Feuchtigkeit. Und eben, wie gesagt, der einzige stützende Mauer gegenüber das Haus. Hat er angefangen auseinanderzusagen und auseinandernehmen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er macht, was ihm eigentlich einfällt, das auseinandernehmen. Und dann hat er mir die Schuld gegeben. Und dann bin ich hässlich geworden. Ich habe ihm gesagt, er dürfe alle Material nehmen auf dem Land. Zuerst hat er mal einen lebendigen Baum getötet. Ich meine, jeder, der weiss, wo da oben ist, wir haben etwa 150 tote Bäume. Und das Einzige, was er schneidet, ist ein lebendiger, zum Holz zu machen. Nicht einmal zum Pilzeln oder so, sondern einfach wirklich zum Hag bauen, wenn wir ganz viel Trockens haben. Dann hat er mir angefangen, den Stall auseinanderzunehmen. Aber dann bin ich hässlich geworden. Nachdem er mir die Schuld dafür gibt, anstatt einfach zu sagen, hey, wow, stimmt, vielleicht habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Und ja, dann ist eins zum anderen geführt. Sind alle abgereist. Also Christiane ist abgereist, weil klar, sie ist gar nicht involviert und sie hat gefunden, eigentlich muss sie da oben, sie muss nicht da oben sein zum Streiten leben. Verstehe ich, abgereist. Danke Christiane für deine Hilfe und was du gemacht hast in diesen kurzen Tagen. Und ja, der Thilo und Theresa natürlich Loyalität gegenüber der Björn. Finde ich bewundernswert. Loyalität ist immer so eine Sache, es ist immer so eine gute Sache. Aber ja, spannend bleibt es und spannend wird es sein. Ja, das war unser Mittwoch. Ich glaube, heute nehme ich keine Videos mehr auf. Macht, glaube ich, auch nicht mehr viel. Es ist Freitagmorgen. Gestern habe ich gar keine Videos gemacht. Ich glaube, Claudia auch nicht. Wir haben beide gar keine Videos gemacht. Wir haben unsere Dämonen wieder mal besiegt und überwunden. Und wieder mal ein paar Sachen untereinander geklärt. Ich bin sonst auch noch flach gelegen mit meinem Rücken. Und heute will ich auch nicht auf den Markt, das wird Claudia müssen machen. Weil ja, ich war ja schon ein bisschen zufrieden, als ich die 4 Gasflaschen drunter hatte. Und ich habe ja dann voll wieder aufgetragen. Aber mein Rücken ist nicht dankbar. Nein. Mein Rücken motzt ein bisschen. Aber dafür sind wir beschenkt worden gestern Abend. Wir haben noch Besuch bekommen. Die Alois und die Familie sind auf Besuch. Ach, ist das schön gewesen. Ja, und sonst kann ich noch eins sagen. Auch wenn nicht alles rund läuft immer. Auch wenn der Rücken wehtut. Ich bin trotzdem glücklich und zufrieden mit meinem Leben hier oben. Und ich bin froh, ich glaube ja meine Frau, auch wenn wir es nicht immer gleichzeitig die gleichen Gedanken haben oder immer der gleichen Meinung sind, trotzdem ist sie meine Frau. Und ja, jetzt ist Freitag, es ist ein neuer Tag, ich stehe neu auf und ich bin die beste Version von mir heute, die ich besser als gestern. Also ich probiere es zumindest. Und ich wünsche unsere 3 Reisenden, die hier auf der Durchreise sind und jetzt schon wieder weitergezogen sind, alles Gute in Zukunft. Macht's gut mit eurem eigenen Weg.
Und ja, schade hat es da oben nicht geklappt. Aber du, es ist wie es ist und doch ganz anders. Hey, mal schauen, was der heutige Tag bringt. Ich freue mich, mit Sophia kommt noch auf Besuch. Und ja, wer weiß, wer sonst noch uns besucht. Wir werden es sehen. ich halte euch auf dem Laufenden, definitiv. Aber weißt du was? Schön bist du da. After you grow up, you're gonna grow down. And whenever you breathe in, you've gotta breathe. Mich hat es ja Wunder genommen, wer heute auf Besuch kommt und ob jemand auf Besuch kommt. Und ja, da kommt der Notfall auf Besuch. Iduna hat einen Blähbauch, ihre linke Flanke ist aufgebläht. Mit dem Tierarzt habe ich geredet und ich muss jetzt die ganze Zeit Olivenöl einfließen. Der Tierarzt Toni ist leider in der Ferien, also können wir es nicht dort notfallmässig vorbeibringen. Aber Iduna macht das richtig gut. Vermutlich hat sie einen aufgeschäumten Panzer. Und jetzt geht es darum, dass sie das Olivenöl einfließt, damit sie anfängt zu rülpsen und die Gärung rausbringt. Und immer wieder Steck ins Maul, dass sie muss käuen und die Zunge bewegen, damit der Panzer auch angeregt wird. Und dann kommen immer wieder kleine Rülpschen führen, das ist gut, weil das ist alles vergeht im Bauch, im Panzer rein, anscheinend. Ja. Jetzt ist Claudia sich am Parat machen und nachher geht sie mit Iduna ins Tal runter, weil ich kann unmöglich mit meinem Rücken. Ja, wie es ist, kommt alles gerade ein bisschen miteinander. Das ist normal, aber da gibt es noch eins, ruhig bleiben und weitermachen, gell Iduna? Wir schaffen das miteinander. Unsere Erstgeburt wird sicher nicht, du überlebst das. Du bist nämlich so eine starke, grosse Meute bist du. Genau. Ja, wir behalten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. When the party is So ist over, es. you just gotta make your way home. When the fuel has all burned up, the fire goes out. So, wir sind jetzt gerade da mit der Iduna durch. Wir haben einen Notfall mit der Iduna. Sie hat gerufen, sie war ganz allein. Wir haben sie in den Stall gebracht. Sie ist ganz schwach geworden, ist zusammengebrochen. Ihre Zunge ist schon langsam bläulich geworden im Maul drinnen. Wir haben dann Sarah angerufen. Danke vielmals Sarah für den Support. Sie hat gesagt, Olivenöl einflößen und immer wieder einen Stecken zwischen dem Maul zum Anregen. Sie hat nicht mehr rülpsen, ihre linke Panse, die linke Seite ist total aufgebläht. Jetzt haben wir aber einen Tierarzt gefunden. Unser Tierarzt Toni ist gerade in der Ferien. Der sollte jetzt hier kommen. Jetzt haben wir sie runtergetragen. Und jetzt sehen wir dann weiter. Aber Iduna, du machst das gut. Du wirst das schaffen. When you can't see your future. Sind wir wieder am Auflaufen. Sie hat hier 3 Spritzen bekommen. Und wir haben 2 Spritzen bekommen, um ihr zu geben. Alle 8 Stunden. Und ja, der Blähbauch ist ein bisschen runter. Sie ist ganz fest am Rülpsen wegen dem Öl. Und das Gute ist, jetzt ist sie am Schreien von Schmerzen. Also das heisst, sie zeigt wieder Kampf. Genau wie du noch. Sie zeigt Kampf. Der Arzt hat gesagt 50-50. 50-50. Und das sind doch gute Chancen. Wir glauben daran, dass sie noch bis Ende Video wieder umspringt. Und ein anderes gutes Omen war, was ich gerade ein anderes gutes Omen war, wo wir hier angekommen sind, ist der Arzt genau gleichzeitig angekommen wie wir. Wirklich voll im Fluss, all gleichzeitig da, niemand hat müssen warten. Und das ist doch ein gutes Zeichen, dass alles gut kommt. Ja, und ich habe gesagt, ich kann unmöglich haben, aber auch das Unmögliche ist möglich. Dafür geht Claudia heute auf den Markt. Aber das habe ich ja schon gesagt. Ah, genau. Hauptsache, wir haben alles probiert. Und wir geben alles für unsere Erstgeborenen Iduna. All you've got is right now. However, remember that it's not the end of the world. No, it's not the end. Genau,
Genau wegen so Sachen habe ich keine Zeit, Lust und Energie zu streiten. Und sage, bin ich lieber allein, anstatt mit Streiten. Weil ich brauche meine Energie, um meine Tiere zu schauen. Verstehen Sie, was ich meine? Für mich und für meine Tiere. Not the end, no, it's not the end of the world. So, wir sind wieder daheim angekommen. In Duna haben wir ins Häuschen genommen und die Hündlis, die akzeptieren das voll, dass es die Duna nicht gut geht. Und dann sind sie sogar bereit, ihr Bettchen mit ihr zu teilen. Ja, in Duna müssen wir jetzt einfach da abhalten und beobachten, dass solange sie noch lebt, haben wir noch Hoffnung. Und immer wieder ein bisschen Wasser geben, immer wieder ein bisschen Öl geben. Und ja, und jetzt müssen wir einfach nur noch hoffen. Und ich muss jetzt anlegen, um meinen Rücken wieder zu schonen. Genau. Aber in Duna, gemeinsam schaffen wir das. Das schaffen wir. Godric, du bist auch zuversichtlich. Hä? Du bist einfach zuversichtlich. Also heute um 4:30 ist Iduna gestorben. Nachdem sie den ganzen Nachmittag Schmerzen hatte, ist sie dann erlöst worden. Ja, wie gesagt, auf der 4:30. Everything as we know it is winding right down. Time to turn the city back into lots of little towns. We're running out of water, but the river's still gonna flow. Ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg vom Markt. Und ich weiss ja, dass die Duna gestorben ist. Und es war sehr schwierig, die ganze Zeit am Markt und nicht trauern um sie. Und jetzt, so ich am Auflaufen bin, tut es mir so unendlich weh, dass die Duna nicht mehr da ist. Sie ist unsere Erstgeborene in Riesta. Ich bin gerade dabei bei der Geburt. Ich habe ihr den Schleim vom Mund und Nase weggeputzt. Und sie war so eine fröhliche, aktive Geist. Es tut mir so weh, dass sie nicht mehr da ist. Und jetzt kann es endlich ausbrechen. Und ich muss sagen, wir haben jetzt doch schon unsere Schafe verloren. Wir haben Hühner verloren. Wir haben das Heidi verloren. Und es wird nicht einfacher. Mit jedem Tier, das geht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mich nie daran gewöhnen können. Auch wenn es für die einen Leute nur Tiere sind, für mich nicht. Für mich sind sie alle so speziell. Und ja, es ist extrem schwierig, wenn du deine geliebten Tiere verlierst. Take out all your money and put it in the ground. Trees and seeds in the soil are the best banks around. The economy is crashing, but it's not the end of the world. Oh, I said it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world, no, it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Claudia eine richtige gute Kommunikatorin ist mit den Tieren? Ja, da, gut, das haben die ja. Vor allem Lou hat das schon lange gemerkt, gell? Weil du hast ja geschrieben, gerade letzte. Hast du die Botschaft von der Iduna erzählen? Ja, aber kann ich schnell essen. Ich werde kauen, danke. Ja, jetzt hast du fertig gegessen, oder? Ja, jetzt habe ich fertig gegessen und jetzt sind wir an einem wunderschönen Ort, wo ich auch gerne bin. Und ja, die Botschaft von der Iduna ist, dass obwohl sie nur ein kurzes Leben hatte, sie das extrem genossen hat. Sie war an einem auch schönen Ort und sie hat sehr viel Freiheit gehabt.
Sie konnte umspringen, sie hat viel Verschiedenes zu fressen gehabt, sie hat Felsen gehabt, sie hat eine tolle Herde gehabt und sie hat die beste Mami gehabt, Freya, die sie für sich haben haben. Und sie war mega glücklich in diesem Leben. Und es ist ihr Weg, dass sie nicht uralt geworden ist, sondern das gehört zu ihr dazu. Sie hat das so ausgewählt. Und auch wenn sie am Schluss hätte müssen leiden und Schmerzen hatte, sie ist dankbar und froh, dass sie so gute Menschen um sich hatte, die sie begleitet haben auf ihrer letzten Reise. Und auch die anderen Tiere, die herum waren und für sie da waren und die alle an sie gedacht haben. Und ja, das war ihre Botschaft. Und sie hat gesagt, sie versteht, dass wir traurig sind, aber wir müssen nicht traurig sein, weil sie hat das so gewählt. Und sie denkt sehr an das zurück. Und sie hat es wunderschön gehabt. Ja, und auch wir haben es schön gehabt mit dir, Duna. Es war ein wunderschönes Erlebnis, unser erster Geburt. Wir hoffen natürlich auch nicht das letzte. Und ja, wir lernen daraus und wachsen daraus. Ja, und ich finde es unglaublich, was so eine junge Geist, so ein kleines Skizze. Ich meine, sie war wirklich nicht so alt gewesen, was sie für eine Weisheit in sich trägt. Werte vermisst Iduna. Tschüss, Iduna. Etwas anderes erleben, habe ich gesagt, möchte ich heute. Und tatsächlich haben wir einen neuen Weg gefunden, um etwas Neues zu entdecken. Hey! Someday we'll praise all those who drove us to the change away from jobs and growth. It's neither good nor bad, it's kind of both, but at least it's not the end of the world. It's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world, no. It's not the end, it's not the end, I said it's not the end of the world. Well, it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world. Well, it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world. Und weiter geht's. Das ist ganz das Thema. Komm jetzt daher. Fena darf eigentlich nicht im puren Video schlafen, aber sie macht alles, um da bleiben. Claudia, wie fühlt es sich so? Es fühlt sich nicht gut an, wenn man erzieherisch etwas durchsetzen und man kriegt keine Unterstützung. Ja, Das stimmt. Also, komm jetzt, Fena, hopp. Fena, Claudia hat gesagt, Claudia ist deine Chefin. Fena, Das ist nicht lustig, bitte bring den Hund raus. komm, Fena, komm, aber du musst gehen. Komm. Schau sie, jetzt versteckt sie sich so an der Decke. Fena, du musst raus. Komm, komm. Mo, du musst raus. Komm, Fena. Fena, du bist so lustig, Fena. Fena, du musst raus. Das ist heiß, komm. Komm. Nein, sie ist Stresshechler. Fena, du musst raus. Also Claudia, hättest du also den Fehler schon können gönnen. So, Claudia, das Video ist fertig geschnitten. Es ist Zeit zum Aufstehen. Und vor allem ist es Zeit zum Ciao sagen. Bist du noch wach? Das ist gemein. Also Claudia lässt ausrichten. Sie wünscht euch allen einen schönen Sonntag. Danke vielmals fürs Schauen, danke vielmals fürs Abonnieren. Und vor allem danke fürs Liken und Kommentieren. Hey, und wenn ihr es noch teilt, dann sehen alle, wie Claudia so schön schläft. Tschüss zusammen, bis nächste Woche.